Wir haben bereits gesehen, dass der Großteil des Gesteins, das die Dolomiten bildet, in der Trias abgelagert wurde. Allerdings geht die Sedimentierungsgeschichte der Dolomiten im Jura weiter und zieht sich bis in die Kreide. Dieses jüngere Gestein lagerte sich natürlich auf dem älteren ab. Als sich das ganze Gebiet also unter den orogenetischen Schüben zu heben begann, die die Berge gebildet haben, waren die jüngeren Gesteinsschichten die ersten, die über den Meeresspiegel gehoben und erodiert wurden. Das Ergebnis können wir heute sehen. Viel Trias, wenig Jura, noch weniger Kreide. Però questo Cretacico è estremamente interessante per quanto riguarda i fossili, perché come possiamo vedere in questa vetrina. Auch wenn es in den Dolomiten nur wenig aus der Kreide zu beobachten gibt, so sind die Gesteine aus dieser Zeit aus paläontologischer Sicht doch äußerst interessant, weil sie ganz besondere Ammoniten enthalten. Während jene aus Trias und Jura einfache Spiralen sind, haben die Kreideammoniten in dieser Vitrine komplexe Formen, die man als heteromorph bezeichnet. Sie sind typisch, wenn auch nicht exklusiv für die Kreide. Wir erinnern zudem daran, dass die Fauna von Piz de Puez im restlichen Italien sehr selten ist. Die Ammoniten sind überaus schön, oft gut erhalten und auch sehr groß. So gibt es solche, die bis zu 1 Meter Durchmesser erreichen. Man geht davon aus, dass sie in einem nicht sehr tiefen Meer gelebt haben, weil die Experten davon ausgehen, dass ihre Morphologie das Schwimmen nicht erleichtert hat. Sie dürften demnach im Freiwasser gelebt haben, allerdings in der Nähe des Meeresgrundes. Mit diesen Fossilien wird die Sedimentierungsgeschichte der Dolomiten abgeschlossen. Es vergehen dann noch Jahrmillionen, bevor vor rund 100 Millionen Jahren ihre tektonische Phase beginnt, also die lange und komplexe Umwandlung eines ehemaligen Meeresgrundes in die wunderbaren Berge, die wir heute sehen. Alle meravigliose montagne che vediamo oggi.